Bonjour, merci, dass ihr aus Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstern. Am Europäischen Parlament sind wir seit ein paar Monaten am Gang, über ein Grünbuch von der Europäischen Kommission zu diskutieren, das einen Titel dreht auf Deutsch angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme. Als Ausschuss für Beschäftigung und Sozialangelegenheiten als hauptverantwortlich für den Bericht vom Europäischen Parlament zu diesem Grünbuch. Dann noch gibt es Weißbuch und dann reicht eventuell Propositionen für ein europäisches Gesetz. Es soll aber die Bedeutung von so einem Exerzice wie die Stellungnahme zu einem Grünbuch nicht unterschätzen. Wenn wir uns schon am Europäischen Parlament mit dieser Thematik beschäftigen, die übrigens höchst explosiv ist, dann muss ein immens aufpassen, für das die Weichen nicht von vornherein falsch gestaltet gehen. Das ist aber durchaus möglich, weil gerade was Pensionswesen betrifft, die Situation von Land zu Land verschieden ist, historisch gewusst, über bald 100 Jahre auf viele Länder. Sicher haben alle Pensionsregime heute dieselben Probleme, besonders wie sie in Zukunft Pensionen finanzieren sollen, weil leider wir mehr gehen, aber auch immer mehr spät aufhängen zu kotisieren, zu schaffen, aber wenn dann auch nach Zahl von den Beschäftigten Ruf geht aus demografischen Gründen, dann haben sie ein echtes Problem, besonders mittel- und langfristig. Das ist auch zu Lützeburg der Fall. Dafür ist es wichtig, dass ich als europäischen Deputierten aufpassen, was an den verschiedenen Kommissionen vom Parlament zusammengeschrieben wird, mit Zeit, ehe die letzte Abstimmung am Plenum zu Straßburg stattfand. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss, an dem ich Member bin, hat den 25. Januar über seine Stellungnahme als assoziierten Ausschuss zu diesem Grünbuch aufgestimmt, zu Vorschlägen für ein Avis von 24 Punkten. Auf gerade mal 3 Seiten goufen 211 Amendementen. Das war ein Dokument von 96 Seiten. Ich selber habe doch 12 Besserungsanträge gemacht. Nur aus diesen Besserungsanträgen goufen da Kompromisse gebastelt. Es gibt kein Patentrezept für an alle 27 EU-Länder ungemäße, nachhaltig und sicher Pensions- und Rentensysteme zu garantieren. Ich bin froh, dass wenigstens angesagt wird, dass Prärogativen von den Memberstaaten, was Pensionswesen angeht, nicht davor gestaltet gehen. Und dass auch gewusst ist, dass es kein idealen oder ein One-Size-Fits-All-Pensionssystem gibt. Es darf auch nicht im Streit sein, dass es in den Memberstaaten ist, hier Schlussfolgerungen aus der Situation von den Pensionsregimen an ihrem Land zu ziehen. Dafür darf auch nicht gesagt gehen, es wird bedauerlich, weil Länder auf frühere Reformen an ihrem Pensionswesen zurückkämen, weil sie hier Budgetdefizite an den Griff müssen kriegen. So ein Blödsinn ist aber, ich hoffe, gehen besser zu wissen, ausgerechnet am Wirtschafts- und Währungsausschuss gestimmt gehen. Das heißt zum Beispiel, wenn an der Vergangenheit ein Land eine Reform gemacht hat, wie zum Beispiel das Pensionsalter hochzusetzen von 62 auf 60 Jahre, dann nicht angesehen kann, dass das bei einer heutigen Lebenserwartung nicht mehr zu bezahlen ist und dass es durchaus legitim ist, dass in diesem Fall das Pensionsalter immer abgesagt wird auf 62 Jahre. Das umso mehr, weil in manchen Ländern das Pensionsalter sogar von 65 auf 67 Jahre abgesagt wird. Ich habe wegen diesen und anderen Ungereimtheiten diesen Avis nicht gestimmt, auch wenn es sich nicht mehr um ein Avis handelt und nicht gewusst ist, was der Hauptausschuss von diesem Text überhält. Da ist übrigens auch Chaos an dem Hauptausschuss, also am Sozialausschuss,
Do gouft 463 Amendementer zu engem Bericht vun 13 Seiten. Ech bar langcht wat Lodo rauskënnt. Mei war do ëmmer so Diskussioune mussssen och zu Lützeburg net nëmmen zu Evaluungen, mé och zu Konklusioune féiere fir mat Zäit secher ze stellen, dats mittel- a langfristigchte finanziellen Equiliber vum öffentliche Pensionsregime gesichert ass. Et derf net sinn, dass dat woert gëtt, wat de wohl kompetenzte Kenner, den Herr Robert Kiefer, Präsident vun der Caisse nationale d'assurance de pension, als Titel geschrieben huet, iwwer bemerkenswerten Artikel an den Titel hecht l'impossible Reform du Régime de Pension au Luxembourg. Trotz der Krise huet Nationalpensionskaisse seit 2007 e jährlichen Iwerschoss vun 800 Millionen Euro. Dodurch sind die akkumuliert Reserven en 2010 op 10,5 Milliarden Euro gewurs, 3,7 Mal soviel wie pro Jahr u Pensionen ausbezahlt gëtt. An dat och nach bei engem Pensionsniveau dem Milliarden an der Welt eis beneiden, a bei engem durchschnittliche Pensionsalter vu 57 Joer. Wie 40 Joer abbezuelt huet zu Lützeburg, déi krit systematisch eng Pension, die bei 85% vum kotiséierte Revenu läit. Wann sei ganz Liewen nëmmen Mindestlohn kotiséiert huet, krit den sogur eng Pension vun 106%. Witwerrent leit bei oder Witwerrent leit bei 75% vun der Rent vum Versicherten. Dazu kënnt dann dass Pensionen und den Index zugepasst gin an noch nach een Ajustement op de Niveau réel vun de Saläre stattfind, so dass och Rentner unter Augmentation vun der Kraftkraft vun der aktiver Bevölkerung deelhuele können, wann dat dann de Fall ass. War das alles scheiner gut. Mei aus dieser Momentsituation schließe kurzsichte Schleit leider auch Politiker a Gewerkschaftler. Bei Eis kënnet muntere so weitergoen. Sie vergissen, dass die viel Grenzgänger de jo maßgebend dazu beigedrohen hunn, dass 2008 380.000 Personen Beiträge an als Pensionsgees bezuelen. Sie vergissen, dass de eng Keer Pension kree mussssen. Was se mengen, et gewe so weitergoen wie die lächt 25 Joer, wo den Emploi bei Eis durchschnittlich 3,4% Joer gewurs ass. Da musse se wëssen, wie den Herr Kiefer ausgerechen huet, dass es bei den heitege Beiträgen, wo 24% 1% Salariärprozent, Patron 8% Staat, aber bei den heitigen Leistungen, dass es dann 2050 1,5 Millionen Beschäftigte an diesem Land misst gehen, die Beiträge bezahlen. 2070 sogar 3 Millionen für das Pensionen zu garantieren. Das heißt, dass für engem jungen Assyri, den haut 20 Joer, eng Pension op dem heitigen Niveau ze garantieren, et 1,5 Millionen Beschäftigter an diesem Land misgin. Dat sie kein Hirngespinster mehr, dat sind Tatsachen, denen man an da gucken müssen. Auch die Mengen, war der 40 Joer geschickt hat, ging sie neich mehr goen. Sie vielleicht nicht, aber vielleicht hier Kanner an ihr Enkelkanner. Ich hoffe dafür, dass es zu Lützeburg nach genug Politiker mit gesundem Menschenverstand und mit Courage gibt, für das es eine possible Reform von unserem Pensionsregime gibt. Es gibt keine Dosen Solutionen. Entweder müssen Beiträge gehecht oder Prestationen zurückgeschraubt gehen oder eine Kombination von den zwei. Selbstverständlich kann eine Reform von dem Kalkül von den Pensionen oder dem Pensionsalter nicht mehr graduell angefordert gehen. Das heißt, dass die aktuellen Pensionen nicht betroffen sind. Wie viel politische Courage der Lützeburger Sozialminister hat, werden wir ja bald gewogen, wenn er endlich seine Pensionsreformsvorschläge auf den Tisch legt. Bis dahin aber freut sich besonders die Regierung über die insolente Santé financière à court terme vom Régime général des pensions, wie Herr Robert Kiefer so schön in seinem Artikel schreibt,
weil ohne sie könnt dem Reis nicht am Staatsbudget mit einem Defizit von 1,2% vom PIB bretzen. Das sind 25 Millionen. Ein Defizit von unserem Staatsbudget liegt längst schon bei 1,4 Millionen. Das sind 3,4% vom PIB. Also über dem Kriterium von Maastricht. Aber darüber werde ich nach einer anderen Emission zurückkommen, wenn ich informieren über ein anderes Problem. Merci, dass ihr mir heute gelauscht habt. Bis geschwind.